Hallo zusammen, da ist der Tim. Das wird ein bisschen eine andere Podcast-Folge. Wir haben euch in der letzten Folge gewarnt. Der Ivo und ich reden ein bisschen darüber, wie wir mit Emotionen umgehen, werden aber keinen Fokus auf Modell haben oder so. Aber falls es so interessiert, hört rein und gerne das Feedback. Diesen Wort begrüßen wir euch ganz herzlich zu Kopfchaos. Bereits die 8. Folge. Ich bin der Ivo, neben mir hockt der Tim. Wir sind 2 Psychologen aus Zürich und wir sind bereits im Feierabend. Wir beide einen strengen Tag gehabt, aber extrem gehypt für die jetzige Folge, weil wir reden ein bisschen über Gefühl. wir reden ein bisschen über Gefühl. Und darum haben wir jetzt auch vor ein Bierchen geöffnet, um sich Nerven beruhigen. Aber ich habe mir überlegt, mit was für einem Warum fangen wir die Folge an, die Woche. Warum reden wir über Gefühl? Und dann ist mir bewusst worden, dass wir im Alltag und im Leben in so vielen unterschiedlichen Situationen müssen unsere Gefühle können regulieren. Und ich rede jetzt nicht von unterdrücken, vielleicht ab und zu auch, aber wir müssen sie vor allem können regulieren. Das kann sein, wenn ein Velofahrer, ich mache ganz ein Alltagsbeispiel, ein Velofahrer ohne Abbiegen einfach vorne durchfährt, bringt dir nicht, wenn du ausrastest. Das triggert dich aber sehr, sehr fest. Du hast ein bisschen einen Road Rage. Ich habe einen totalen Road Rage. Und weißt du, wo ist er am extremsten? Wo? Wenn ich anhalte, bei einem Fußgänger, und einen drüber läuft und dir nicht Danke sagt. Und nicht Danke ich habe dich schon 2-mal so erlebt. Und ich habe es sehr lustig gefunden. Aber es ist deine Aufgabe zum Anhalten. Ja, und dann kann man nicht Danke sagen. Doch, aber musst nicht. Wenn der Kellner ein Essen im Restaurant bringt, ist seine Aufgabe. Ich sage trotzdem Danke, oder? Das hat etwas. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ganz einfach. Nein, eben, ihr seht, ich schon fast wieder hässlich geworden. Nein, im Alltag. So viel, es kann sein, dass ihr etwas präsentieren müsst und vielleicht nervös sind. Es kann sein, dass ihr Kritik bekommen habt und müsst irgendwie eure Gefühle gerade im ersten Moment können regulieren können, um auf die Kritik eingehen. Es kann sein, dass ihr eine Training gerade hinter euch habt. Das sind dann so ein bisschen die intensiveren und langanhaltenden Gefühle. Aber egal ob kurzfristig oder langfristig, in so vielen Alltagssituationen muss man oder sind wir gefordert, um unsere Gefühle zu regulieren, weil wenn wir es nicht machen, sind wir ein bisschen der Spielball. Mhm. Oder weil wenn ich genau weiss, der Tim, den kann ich so und so, kann ich ein bisschen aus der Reserve rauslocken, dann bringe ich dich aus dem Konzept und kann das machen, wo dich triggert und kann dich so eigentlich an den Nase rumführen, oder? Wissen alle Fußgänger recht, dass wenn sie dir nicht Danke sagen, dass... Hey, ja, aber ich meine, das Thema heute, ich glaube, wir haben in den letzten paar Jahren gemerkt, wie wertvoll das ist, wenn man ab und zu auch über so Themen redet und nicht einfach nur die einfache Antwort gibt, wenn man gefragt wird, hey, wie geht's da? Und du sagst, ja, gut, es läuft. Und darum machen wir das heute. Und ich möchte deshalb damit einsteigen. Ivo, wie geht's dir? Ausgelaugt. Ausgelaugt? Nach dieser Woche, ja. Ja, es war eine strenge Woche. Aber es ist alles erledigt. Es ist alles gut rausgekommen. So. Aber es hat recht viel Energie gebraucht, auch weil ich mich manchmal ein bisschen aufgeregt habe in gewissen Situationen und das kostet mich immer so viel Energie, weil ich muss mich wirklich aktiv ein bisschen an der Nase nehmen, dass ich mich jetzt nicht zu fest reinsteigere in gewisse Sachen. Ja, aber... Vor allem im Geschäft, wenn man so abhängig ist von der Leistung von anderen Leuten. Ja. Oder generell, wenn man so sein Bestes gibt und man will, dass etwas funktioniert. Und wenn man dann abhängig ist, da gibt es einen Callback zum Circle of Influence, wenn man da abhängig ist von anderen Leuten oder von anderen Umständen und das dann nicht klappt, ich finde das so frustrierend. So fest. Und dort ist wirklich so, wenn es dir bewusst wird, dann ist der Moment, um aus dieser Emotion rauszukommen. Ich habe ein Beispiel, und gestern war es. Ich habe mich so hart aufgeregt über das Telefon. Wirklich. Geschäftlich? Ja. Okay. Richtig aufgeregt. Und dann ist das Telefon schon lange vorbei gewesen, aber auch 2 Stunden später bin ich so gewesen. Das hat mich immer noch hässlich gemacht, oder? Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Donnerstagmorgen ist jetzt vorbei. Ich
bin jetzt hässig gewesen. Jetzt muss ich etwas ändern, weil sonst ist der Donnerstagnachmittag auch noch gelaufen. Und dann der Abend wahrscheinlich auch. Und für mich habe ich unterschiedliche Strategien, um aus dem rauszukommen. Und eine davon ist Dankbarkeit. Am Donnerstag habe ich jetzt Dankbarkeit gebraucht. Manchmal ist es Sport, manchmal ist es irgendwie so ein bisschen mental noch mit angehen. Und am Donnerstag habe ich wirklich gemerkt, ich habe Homeoffice gehabt. Und jetzt ist gerade der Moment, um einfach mal anzuhocken. Die ganze Zeit am Kompi gewesen, ich bin angehockt. Und dann haben wir 5 Sachen überlegt, für was bin ich dankbar. Hat sich das bezogen nur auf die Arbeit oder auch Nein, aufs auf Leben. andere? Okay. Nein, aufs Leben. Und dann, ich mache das regelmäßig und mir kommen mittlerweile mega viele Sachen in den Sinn. Dann war es so, ich bin dankbar, dass ich eine Wohnung habe. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass ich schöne Beziehungen in meinem Leben habe. Dass ich einen Job habe. Dass ich mein Leben so leben kann, wie ich mehrheitlich möchte. Oder wenn ich einen Podcast starte, dann starte ich einen Podcast. Oder so viel Freiheit. Ja. Und dann habe ich mich so ein bisschen dort hineingegeben, in die Gefühle hineingegeben. Und dann, ja, es waren 10 Minuten. Ich habe mir wirklich so die 10 Minuten Zeit genommen über Mittag. Und ich habe mich nachher wirklich viel besser gefühlt. Bin noch schnell ein bisschen an die Sonne gegangen, um das ein bisschen festigen, dankbar sein, dass so ein schöner Tag ist. Und der Grund, warum ich das mache, ist, weil man nicht hässig und dankbar gleichzeitig sein. Das hat etwas. Ich glaube, du machst das sehr viel bewusster als ich. Ich meine, wir haben auch während dem Studium immer wieder mal so Studien gelesen oder Studien bekommen, wo es aufgezeigt hat, wie viel glücklicher Menschen sind, die eben so Sachen praktizieren, auch Journaling oder es gibt so die einfache Aufgabe, dass du am Morgen einfach aufschreibst 3 Sachen, wo du dankbar bist, wie du es jetzt gemacht hast. Du hast einfach angesetzt, aber nicht aufgeschrieben, oder? Einfach für dich. Nein, für mich. Ja. Und ich glaube, du machst das sehr viel bewusster und aktiver als ich. Und ich habe irgendwie nie reingefunden. Und das ist eigentlich schade. Hey, ich kann es dir mega empfehlen. Ich kann es dir wirklich mega empfehlen, weil es fällt dir so viel einfacher. Weil am Anfang bist du ja, für was soll ich dankbar sein, oder? Ja. Und dann musst du vielleicht am Anfang mal aufschreiben. Und irgendwann ist so, ich bin so dankbar, kann ich einfach am Morgen so einen guten Kaffee trinken. Manchmal bin ich für den Morgenkaffee dankbar, Der weil er so gut ist ist. aber auch geil. Aber dann geniesst du ihn auch richtig. Ja, Dann bist du ja, nicht am ja. Handy und trinkst ihn. Oder? Und es ist so eine gute Übung, um einfach den Fokus aufs Positive zu legen. Und das hat mich in dem Moment mega gut rausgeholt. Ich habe zwar den ganzen Morgen bin ich ein bisschen hässlich gewesen, aber es ist dann wie auch gut gewesen. Und habe mich dann so aus dem können. Und für so. jetzt jemanden, wo das vielleicht nicht so einfach zugänglich ist, weil man sich vielleicht nicht zutraut, weil man vielleicht nicht, ich weiß nicht, sich die Blöße will geben. Oder einfach mit allem, was du halt neu anfängst, ist es am Anfang komisch. Wie hast denn du mit dem abgefangen? Weil du hast, ich meine, du machst das jetzt auch noch nicht dein Leben lang, sondern das ist etwas, was du irgendwann entdeckt hast. Ja. Hast du dort Schwierigkeiten gehabt, am Anfang so Sachen umzusetzen? Hat sich vielleicht komisch angefühlt am Anfang? Nein, es hat sich nie komisch angefühlt. Es war schwierig gewesen. Mhm. Ich habe wirklich so am Anfang Mühe gehabt, um das. Am Anfang habe ich es gemacht und ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ich habe es einfach gemacht. Aber warum ich es gemacht habe, ist, weil ich wie von Leuten Bücher gelesen habe oder Videos geschaut habe, die gesagt haben, hey, das und das macht es mit mir. Und ich bin so, boah, das will ich auch. Mhm. Oder, also ich habe wie gesehen, hey, es steckt etwas mega Positives dahinter, wenn man es ist eigentlich allgemein Achtsamkeitsübungen. Manchmal ist nur schon einfach mal zum Beispiel etwas anderes, ich mache so einmal einen Bodyscan, den Körper durchspüren. Am Anfang habe ich es überhaupt nicht können. Ich habe es trotzdem im Meeting gemacht und jetzt mittlerweile... Hast du das mit so YouTube-Videos gemacht? Oder? Ja. Okay. Ja, und da können Ich wir finde das so schwierig zugänglich, im Fall wirklich. Und ich glaube, es geht vielen anderen Leuten auch so, weil es am Anfang einfach so etwas Ungewohntes ist, so etwas, wo weit weg ist. Und du hast jetzt vorher gesagt, es ist schwierig gewesen. Was ist denn schwierig gewesen? hey, es löst halt nicht sofort etwas aus, oder? Auch wenn es gibt auch jetzt Momente, wo ich es mache und es hat nicht genau den Effekt, den ich mir gerade erhofft hätte, weil vielleicht deine Gedanken dann irgendwie abdriften und dann bist du doch dort, oder? Also es ist nicht so, dass ich anhocke 10 Minuten nur Dankbarkeit, weißt? Und nachher glücklichster Mensch. Und dann 10 von 10 happy. Nein, meine Gedanken driften auch ab und sie driften auch ab und bin wieder hässig auf die Person wegen dem Telefongespräch. Und dann merke ich wieder, hey, komm wieder zurück, oder? Aber das braucht Übung und am Anfang driftest du die ganze Zeit ab, oder? Aber nur weil es einmal nicht funktioniert, heisst nicht, dass es gar nicht funktioniert. Und da vielleicht als kleiner Input,
neue Verhaltensweisen brauchen Zeit. Und das ist etwa der gleiche Mechanismus im Hirn, wie wenn ihr eine neue Sprache lernt, eine neue Sportart lernt. Was gibt es noch? Oder anfangen zu kochen und neue Sachen ausprobieren. Neue Sachen lernen, sagt das, eine Verhaltensweise oder eine neue Sprache ist im Hirn der gleiche Mechanismus. Es passiert das Gleiche. Das heisst, nach einmal Französischunterricht kannst du noch kein Französisch. Nach einmal Achtsamkeitsübung bist du noch nicht ein Mönch. Ja. Oder es braucht Zeit. Also das heißt, man muss geduldig sein. Aber auch sich die Zeit nehmen und geduldig sein. Ja. Es kann sein, dass du 5 Minuten anhockst, hat nichts gebracht. Hast du eine einfache, konkrete Übung, wo jetzt auch ich und vielleicht die, die zuhören, Um so, so einfach reinkommen? in die Entspannung. Also auch etwas, was ich mache meistens für die Entspannung, weil ich ein bisschen zu aktiv bin. Meistens am Abend so ein bisschen Entspannungsübung. Und eine einfache Übung ist, du liegst im Bett, lässt dein Handy weg, ungestört, liegst ins Bett und dann gehst von Kopf bis Fuß in die einzelnen Körperteile. Du hast zuerst ein paar Mal tief schnaufen und dann... Was meinst du mit, wenn du sagst, gehst ins Körperteil rein? Genau. Dann machst du die Augen zu und dann versuchst zum Beispiel den Fokus auf die Stirn richten. Und wenn du das machst, am Anfang geht es nicht, aber wenn du es mehrmals machst, kommst du nicht hin, dann versuchst du die Aufmerksamkeit auf die Augen zu richten. Die Aufmerksamkeit auf die Nase, die Aufmerksamkeit auf die Backen, die Aufmerksamkeit auf den Hals. Und dann tust du eigentlich so durch den ganzen Körper durchgehen. Und gewisse Körperteile sind einfacher zum Weg spüren, vielleicht der Brust oder der Bauch, weil du dort schnaufst, oder die Füße gerade, oder die Zehen. Aber du gehst einmal durch den ganzen Körper durch mit deiner Aufmerksamkeit. Was zu einer extremen Entspannung führt. Gerade wenn du gestresst bist, zu aktiv, einen busy Day hast, hässig bist, zum Beispiel oben runterkommen. Einmal schnell durch den Körper durch. Ja, ist vielleicht wirksamer als... Wenn ich eigentlich chillen, dann mache ich es einfach ein bisschen auf Instagram. Aber es klingt besser, einfach das zu machen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, ich finde es ultra spannend, weil ich glaube, wir haben ähnliche Tendenzen, aber ganz eine andere Herangehensweise, wie wir mit Emotionen gelernt haben, umzugehen. Was sind unsere Tendenzen und was sind unsere Herangehensweisen? Also Tendenz, ich glaube, wir beide fühlen unsere Emotionen und sind auch transparent mit unseren Emotionen. Die Herangehensweise, einfach, ich kann einfach von mir reden. Für mich, ich meine, ich habe, als ich ein Kind war, auch durch das ADHS, ein Aspekt von ADHS bei gewissen Kindern ist hohe Impulsivität. Also was heisst das? Ausrasten? Ja. Und bei mir hat es etwa die gegeben als Kind, dass ich dann halt laut geworden bin und irgendwie ich mich provozieren lassen habe. Und dann ausgerastet bin. Und dann durch auch Zusammenarbeit mit Pädagogen und auch Therapeuten, dann ist immer so gesagt worden, dass ja, du musst deine Emotionen spüren, du musst irgendwie das verstehen, geh doch den Situationen aus dem Weg. Und es wurde einfach gesagt, geh der Situation aus dem Weg. Als Kind habe ich das mega schwierig gefunden. Und du bist so ein 8-jähriger Bub. Ja. Sie provoziert mich, oder? Ja. Und ich glaube, meine Herangehensweise, wo ich dann die folgenden mittlerweile 20 Jahre gelebt habe, ist sachlich an ein Thema herangehen. Und mich nicht provozieren lassen. Und ich will nicht sagen, dass ich meine Emotionen ignoriere, aber sie werden sehr stark dominiert von sachlichen Entscheidungen. Und ich glaube, das ist primär gut. Kannst du mir ein Beispiel machen? Ich finde es zum Beispiel absolut unverständlich, wenn sich Leute aufregen ab Fußgänger, die nicht Danke sagen. Das geht bei mir nicht durch, weil ich bin wie so sachlich, es macht keinen Sinn, mich dort aufzuregen. Dasselbe zum Beispiel auf dem Fußballplatz. Was dort damals erwachsene Männer also Emotionen haben, wenn irgendetwas passiert, ich bin so, es bringt doch nichts. Und dasselbe auch in privaten Beziehungen oder auch im Geschäft oder mit Freunden. Und ich tue dann sehr fest versuchen, die Emotionen zu kontrollieren. Und das ist eigentlich das, was ich gelernt habe die letzten 20 Jahre, ist Emotionen kontrollieren. Wo du eigentlich hast müssen, weil du sonst ein bisschen aus dem Schulsystem verkehrt wärst. Voll. Und einfach auch sozialer Kontakt. Also ich meine, wir haben das schon mal in einer Podcast-Folge besprochen, dass ich glaube, dass ich Psychologie studiert habe, weil ich sozial inkompetent war, weil ich nicht geschafft habe, Freundschaften zu bilden, zu heben, weil ich es nicht geschafft habe, dazu zu gehören.
Und dann will ich lernen, mit dieser Impulsivität auch umzugehen. Und ich würde sagen, ich gehöre jetzt als erwachsener Mensch zu jemandem, der sehr cool, calm und collected ist, wenn man das so kann auf Englisch sagen. Aber einfach also sehr, sehr bei mir und meine Emotionen sehr gut unter Kontrolle. Was mir aber in den letzten so 1,5 Jahren bewusst worden ist, ist, dass das dazu führt, dass ich manchmal meine Emotionen auch nicht mehr spüre. Ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und die letzten 20 Jahre habe ich lernen, mit diesen Emotionen umzugehen und jetzt kontrollieren. Und jetzt als Erwachsener, Ende 20, merke ich, dass ich die Emotionen manchmal spät spüre. Was heißt also jetzt das? zum Beispiel mit Druck, mit Arbeiten oder mit so Tendenzen, einfach wenn ich irgendwie unzufrieden werde. Das zieht sich sehr lange hin, weil es einfach kontrolliert wird, aber es wird nicht aufgearbeitet. Es wird nicht verarbeitet. Also du hörst eigentlich nicht drauf? Ja, kann man so sagen. Und ich glaube, dass für mich es jetzt, in dieser Lebensphase, wo ich jetzt drin bin, wichtig ist, wieder mehr auf die Emotionen zu hören, die Kontrolle beibehalten, aber trotzdem mir bewusst wird, hey, das sind Sachen, wo ich drauf hören muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob das zu theoretisch ist, aber also jetzt zum Beispiel nehmen im Geschäft oder einfach mit diesen Projekten, die ich habe, wenn ich verunsichert werde und Sorgen habe, dass ich das nicht schaffe, dann ist meine erste Reaktion ist, nicht auf die Emotionen einzugehen, sondern hey, sachlich an die Sache anzugehen, das geht schon, bringst du an, du musst das und das machen, um es zu erreichen. Was passiert in dem Moment? Das würde mich eben wundern, weil die Emotion kommt und dann tust du sie kontrollieren. Ja, also was passiert aber, um das noch schnell abschließen. Also ich tue es dann wie, ich will nicht sagen abwürgen, aber vielleicht ist es auch abwürgen. Aber die Emotion ist ja auch ein Zeichen von, hey, vielleicht ist es zu viel. Oder? Also wenn die Sorge, dass es vielleicht zu viel ist, die Emotion wird dann, vielleicht kann man das Wort sagen, unterdrückt und man geht sachlich nachher an das Thema an. Aber vielleicht ist es ein Zeichen, dass es mir zu viel wird. Und dass ich vielleicht auf die Emotion muss reagieren, indem ich Sachen ablehne oder indem ich vielleicht etwas wieder abgebe. Und ich glaube, das ist jetzt aktuell das, wo ich fest damit am Arbeiten bin, wo ich mir einfach darauf achten muss, hey, was für Emotionen sind da und die auch ernst nehmen und nicht einfach sagen, die haben keine Daseinsberechtigung, weil so war es mit 10, 15, was auch immer, weil es war, hey, du darfst dich nicht so benehmen und das ist auch absolut korrekt. Also du bist eigentlich vom einen Extrem, von Emotionen direkt ausleben, zum anderen, von Emotionen sehr kontrolliert. Und dann habe ich eigentlich 2 Punkte. So ein bisschen aus meiner Perspektive eigentlich so der Königsweg ist, die Balance finden zwischen wann lasse ich die Emotionen zu und wann kontrolliere ich sie. Weil beides ist extrem wichtig. Je nach Situation. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wie gehst du das an? Wenn du sagst, ich merke, sie kommen, aber dann werden sie relativ schnell kontrolliert. Also um die erste Frage oder die erste Aussage anzugehen, ich glaube, es ist bei mir ähnlich. Wie gesagt, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und wenn ich positive Emotionen habe, dann lebe ich die auch sehr fest aus. Das Positive schon? Das Positive schon. Zum Beispiel passiert mir regelmäßig, dass ich irgendein Instagram-Video schaue, das ich mega schön finde und dann einfach einmal ein Tränchen verdrücke. Oder eben nicht verdrücke, sondern laufen lasse. Oder bei einem mega Lied, wenn ich allein bin, dann lebe ich das manchmal auch aus. Dass dann vielleicht halt einfach ich beim Laufen irgendwie die Freude richtig spüre. Ich glaube, alle Emotionen, die negativ konnotiert sind, also Trauer, Angst, Wut, die werden sehr fest kontrolliert, sachlich. Und zu der Frage, was bei mir dort passiert, weiß ich nicht, ob ich das so kann beantworten. Ich glaube, vielleicht sind es so ein paar Standardfragen, die bei mir mittlerweile unbewusst passieren. So, hey,
was bringt es, wenn du jetzt laut bist? Oder was bringt es, wenn du jetzt ruhig bist? In den meisten Fällen... Also eine Frage, die du dich selber fragst. Genau, eine Frage, die ich mich selber frage, die mich dann in einen sehr kognitiven Bereich hineinbringt und in eine sehr kognitive Art, wie ich so ein Thema angehe. Mhm. Weil wenn ich mich frage, hey, was bringt es mir, wenn ich jetzt hässig bin, dann muss ich sagen, okay, das hässig sein bringt mir nichts. Ich muss darauf reagieren. Ich muss irgendwie ein Gespräch suchen oder ich muss versuchen, das loszulassen. Und ich glaube, so auf dieser kognitiven Ebene die Thematik angehen. Mhm. Was dann aber passiert ist, die Emotionen bekommen nicht den Platz. Was kann positiv sein, weil ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal impulsiv war. Mhm. Aber ich glaube, es birgt eine Gefahr langfristig, weil Emotionen nicht ernst genommen werden. Jetzt eben zum Beispiel mit Arbeitsbelastung oder mit Trauer oder Unzufriedenheit. Und das ist jetzt dort etwas, wo ich aus dieser Verhaltensweise, die ich gelernt habe, damit lernen umzugehen, wieder zurückzugehen, zu die Emotionen auch spüren und einen vielleicht goldigen Mittelweg zu finden. Mhm. Voll. Ich glaube, das, wo du beschreibst, das habe ich das Gefühl, gerade vielen Menschen so. Also jetzt nicht die einfach komplett impulsiv sind und immer ausrasten, ja, denen geht es nicht so. Aber so seine Emotionen können im Kopf quasi so ein bisschen rechtfertigen oder wieder abspielen. Das passiert relativ häufig, oder? Oder halt, du tust es jetzt für einen gewissen Moment ausblenden, dass du weiter funktionsfähig bist und sagst, ja, die Arbeitsbelastung ist jetzt so hoch, aber ich mache jetzt weiter. Du machst das Zeug. Manchmal ist es aber auch, wenn es jetzt keine Arbeitsbelastung ist, halt einfach auch ein Vermeiden von Emotionen. Und also einfach, ich habe das Gefühl, in 99% der Fälle kommt mir das sehr zu gut. Weil ich eben nicht aufgrund von dieser Emotion nachher mich beeinflussen lasse oder reagiere. Aber wenn es sich länger zieht, dann habe ich das Gefühl, kann dort etwas entstehen, wo einem langfristig sehr fest schadet. Jetzt eben mit einer Arbeitsbelastung, mit einer Unzufriedenheit, vielleicht von einer Beziehung. Ich meine, wenn ich hässig bin, weil ich unzufrieden bin mit einer Beziehung zu einem Kollegen oder zu wem auch immer, und ich das einfach immer wieder rationalisiert angehe und nichts dann dort versucht zu verändern, dann wird das langfristig das funktionieren. Das sind jetzt eben eigentlich genau die spannenden Themen. Es ist nicht der Fußgänger, sondern die Emotionen, die eigentlich langfristig unterdrückt werden. Sei das eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung, wo du merkst, ist irgendwie unstimmig, ist es ein Job, wo du eigentlich merkst, ist unstimmig und es verändert sich nicht, oder? Und die Emotion immer wieder unterdrückt wird. Und es kann ja auch sein, dass es nur eine Phase ist. Jede Freundschaft, jede Beziehung, jeder Job ist sometimes maybe good, sometimes maybe shit, oder? Yes. Ist einfach so. Aber wenn es langanhaltend ist, dann, das sage ich jetzt, das ist meine Meinung, dann ist definitiv der Zeitpunkt, um deine Emotionen sich denen stellen. Weil dann gibt es auch wieder Klarheit. Und das letzte Mal, wo ich das wirklich so machen musste, ist nach meiner Training. Wo ich mir wirklich so gesagt habe, ja, eben so Emotionen ist für mich ein bisschen das Thema, wo ich am Lernen war. Jetzt habe ich gesagt, hey, ich stelle mich jetzt einfach denen. Und das ist wirklich einfach den Schmerz zulassen. Und ich habe nichts daraus gemacht. Ich habe ihn einfach gefühlt. Die Trauer, die du hast, zulassen. Lass sie zu. Auch wenn es weh tut. Wie würde es aussehen, wenn sie nicht zulässt? Als Beispiel nach einer Beziehung, dass ich in den Ausgang will gehen, mich ablenken. Keine Ahnung, in die nächste Beziehung. In die nächste Beziehung hineinstürzen. Kurzfristige Sachen machen. Aber einfach ja nicht an stellen. Ich habe mir wirklich bewusst, ich habe nicht gesagt, wie lange. Einfach diesen Gefühl gestellt. Und es war manchmal ein bisschen unangenehm gewesen.
Und ich habe mir bewusst auch Zeit genommen, einfach zu die Hause sein. Ich habe nicht so viel gemacht, klar, ab und zu noch raus mit den Kollegen und so. Aber ich bin eigentlich wirklich einfach die Heime gsi und habe nichts gemacht. Ich habe nicht Netflix geschaut, zu mich abgelenkt. Ich habe nicht die ganze Zeit am Handy noch wirklich einfach denen gestellt. Wie sieht das aus in der Realität? Ich nehme nicht an, dass du alleine daheim auf einem Stuhl sitzt und einfach gar nichts machst. Nein, manchmal schon. Okay. Aber manchmal auch einfach, gehst raus, laufen und dann spürst du es. Dann kommen Gedanken und dann tust du vielleicht die Gedanken sortieren, die Gefühle, die du hast, einfach zulassen. Hast du Und das Gefühl, es ist so eine Intensität da drin, dass es fast schon schön ist. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber so intensiv die Gefühle spüren, hat fast schon gut getan. Weil es ist wie so, für mich ist es wie eine Art Reinigung gewesen. ja. Ich habe jetzt dort durch müssen. Ich muss das jetzt spüren. Der Schmerz da rein, um nachher weitergehen. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo ich wie so gemerkt habe, es ist wieder eine Leichtigkeit da. Das Gewicht ist, das ist nicht nach einer Woche gewesen, es waren Monate gewesen. Und es ist so eine Leichtigkeit da gewesen. Aber du musst dich wieder denen stellen. Und das kann sein, dass du mit Leuten darüber redest, dass du die Zeit für dich selber nimmst. Und dann, wenn ich sage, Zeit für dich selber nimmst, wirklich Zeit für dich selber nehmen und vielleicht deine Gedanken aufschreibst, deine Gefühle aufschreibst, mit dem besten Kollegen etwas machst und dann über das redest und nicht einfach rausgehen, etwas trinken. Ist dir das einfach gefallen, so zum Beispiel Sachen aufschreiben? Ich habe das Gefühl, das ist für so viele Leute eine riesen Hürde, weil man einfach so vulnerabel auch ist. Ja. Hast du mit dem, Aber es liest ja niemand. Also ich hoffe, das stimmt, aber das stimmt, aber man tut es ja trotzdem irgendwie in die Welt raus. Und vielleicht manchmal braucht es genau das, oder dass es aus dem Kopf rausgeht, entweder in einem Gespräch oder auf Papier oder was auch immer, dass man das kann externalisieren, dass man wie von dem kann loslassen kann. Aber ich glaube, für viele Leute ist das eine riesige Hürde und dann auch vielleicht eine Angst, das in die Welt rauszugeben. Ich meine, ich habe noch nie eine Training durchgemacht und hoffentlich werde ich ja nie. Darum ich kann mit dem spezifischen Aspekt nicht so relaten, aber generell mit Emotionen zu externalisieren, dass man sie eben entweder aufschreibt oder jemandem davon erzählt. Ich glaube, das ist für viele eine riesige Hürde. Hast du dort am Anfang Mühe gehabt, oder ist das einfach gelaufen? Oder hat es etwas gegeben, das dir dann geholfen hat, um das dann zu machen? Das ist eine gute Frage. Also hat es einen Moment gegeben, wo du Mühe gehabt hast? Wo du so gewesen bist, eigentlich will ich das jetzt nicht aufschreiben oder eigentlich will ich die Emotionen jetzt nicht spüren auf dem Spaziergang? Zu der ersten Frage, aufschreiben nie. Aber Du hast nie Mühe gehabt? nein, Okay. wo ich am meisten Mühe hatte, ist mit Wut. Ich habe Ja. mega viel Wut in mir rein gehabt. Ja. Und weil es kommen dann, ich weiss nicht, gerade bei einer Training, weißt du, Situationen in den Sinn, wo so dich wieder wie so ein bisschen in den Moment zurückversetzt. Oh, das ist mir passiert, keine Ahnung. Oder das sehen ja immer beide. Beide sehen es ja so, dass der andere schuld ist. Und dort habe ich mega viel Wut auch gespürt. Die Trauer war wie einfacher für mich zum Handeln, weil sie einfach da war. Aber die Wut habe ich viel mehr Mühe gehabt. Und Hast du das Gefühl, weil sie auch so situativ aufgekommen ist? ja, es sind plötzlich so Situationen, Gedanken in den Sinn gekommen. Und dort kommt dann wie ein anderes Thema. Vergeben können. Ja. Und das habe ich dann versucht. Und hey, ich sage dir ehrlich, dann habe ich Bücher dazu gelesen, wo ihnen so ein bisschen aus dem Buddhismus rauskommen. So. Und ich habe eine Meditation, die ich seitdem eigentlich jeden Tag mache, wo es ums Vergehen geht. Zum einen, und er sagt so in dieser Meditation, wenn du Leute vergisst, von ganzem Herzen, das ist nicht nur für die andere Person, sondern auch für dich. Das ist für dich, ja. Es ist für dich, dass du das kannst loslassen. Ja.
und kannst weitermachen. Und da kann man sich einmal fragen, wieso will ich die Gedanken, die Gefühle, die ich jetzt in mir habe, die mich hässlich machen, die mich traurig machen, die mich verletzt haben, wieso will ich die nicht loslassen? Oder was brauche ich, dass ich sie loslassen kann? Weißt du, wieso dass du sie nicht hast können loslassen? Ja. Ich habe dann für mich wieso herausgefunden, ich habe mich in dem Moment wie so ungerecht behandelt gefühlt. Mhm. Grundbedürfnis. Oder? Und dann war es so, hätte ich doch noch, hätte ich noch. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist auch okay. Ja. Ich habe jetzt die Gedanken so lange bei mir getragen, die haben mir so viel Energie gekostet. Versuch's doch loslassen. Ja. Und da kannst du symbolisch etwas dafür machen. Schreib sie auf das Papier, die Gedanken, kleb sie an einen Stein, rühre sie ins Limit und dann lass sie los. Symbolisch dafür. Der muss aber biologisch abbaubar sein. Aber ja. Und für mich, nach dieser Erfahrung, war es so, okay, was ich für mich daraus gelernt habe, ist, weil das habe ich vorher nie gemacht. Ich bin ein Weltmeister in Emotionen kontrollieren und gekonnt auch nicht spüren, ohne dass es irgendwie negative Konsequenzen gehabt hätte. Aber für mich, was ich gemerkt habe, ist, weil du dich damit auseinandersetzt, lernst du auch etwas. Mhm. Du lernst auch, jetzt gerade Thema Beziehung, du lernst auch, was hast du falsch gemacht in der Beziehung. Du lernst, was hätte ich anders können machen in dieser Situation. Du lernst, dich besser kennen und auch, was du möchtest. Und das passiert nur, wenn du dich dem stellst. Und da passiert so viel. Ja, das glaube ich. Und da kann ich euch wirklich alle ermutigen, Trennt dem euch mal. stellen. Sorry, das war ein bisschen unpassend. Einfach dem stellen. Ja. Und es ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Aber schlussendlich geht es euch dann besser damit. Ja. Und nicht der anderen Person. Es geht in dem Moment nur um euch. Es geht nur um dich. Ja, aber du kannst ja auch, ich meine, ich finde es so schwierig, wenn ich Trainingen beobachte und man versucht es immer noch der anderen Person richtig zu machen. Weil es macht ich meine, ja, ist schön. Und man muss jetzt auch nicht ein Arschloch sehen und irgendwie die andere Person schlecht behandeln, aber so, weil einfach bei vielen Trainingen trotzdem halt noch Liebe da ist, wenn man es dann probiert, der anderen Person recht zu machen, habe ich das Gefühl, es macht es nur schwerer. Was heisst das? Ja, weißt du, irgendwie so, wenn du dich trennst und dann aber trotzdem irgendwie noch sehr bemüht bist, dass die andere Person gut über die Trennung wegkommt. Weißt du, was ich meine? Aha. Und du bist dann so, was ich auch schon mitbekommen habe, dass dann Leute den Ex oder am Ex geschrieben haben, so hey, wie geht's da, ist alles okay? Und das habe ich das Gefühl, ist einfach auch problematisch, weil du kannst ja dann wie nicht loslassen. Habe ich das Gefühl, aber wie gesagt, ich bin absolut nicht Experte, wenn es um Trainings geht, zum Glück. Ich finde das jetzt aber so spannend, weil deine Herangehensweise, wie du mit Emotionen umgehst, ist fundamental anders, als ich das mache. Wirklich fundamental. Was Also mir das muss ich sagen, das ist auf der spezifische, nein, das ist bei den wenn es hittet. harten Emotionen. Das Ja. sind so die dein Leben schnell ein bisschen aus dem Takt bringen. Ja. Oder das ist nicht irgendwie eine blöde Diskussion im Geschäft. Ja, ja, okay. So das, was du vorher gesagt hast, mit können Emotionen kontrollieren, das ist für mich so auch so, ich muss sagen, 90% von dem mache ich so. Ich kontrolliere meine Emotionen extrem, zum funktionsfähig bleiben und Ja, weil das, was du jetzt beschrieben hast, ist enorm aufwendig. Auch emotional nimmt das so wahrscheinlich so viel Energie. Und wenn das bei jedem Spaziergänger, der über den Zebrastreifen läuft, wenn du das nicht würdest machen, du wärst emotional einfach ausgelaugt. Permanent. ja, dort musst du denen gar keinen Platz Ja. eigentlich, oder? Sorry, dass ich immer wieder das Beispiel nehme. Nein, das ist das beste Beispiel. Da könnte man schon mal fragen, wieso rege ich mich so krass auf? Weißt du, wie viel Fußgänger vergebe ich in meinen Abendmeditationen?
Nein, wirklich. Wirklich? Nein, stopp schnell. Nein, ich meine es ernst. Meinst du ernst? Ich vergebe ihn amigs. Weil mich das triggert. Das ist mega blöd, aber manchmal, wenn ich einen guten Tag habe und so das Einzige, was ich einer Person vergeben könnte, ist so, ja, die Fußgänger können nicht Danke sagen. Dann lasse ich es wieder los. Okay. Dann lasse ich es los. Was mir vorher bewusst worden ist, dass ich recht oft auf der Meta-Ebene Emotionen angehe. Für die nicht wissen, was Meta-Ebene ist, ich habe, glaube gebraucht bis zum 5. Semester. Der Metzi hat mir das immer probiert zu erklären und ich bin so, hä, ich check's nicht. Meta-Ebene ist eigentlich einfach eine Ebene drüber. Und wenn ich über mich selber nachdenke oder mich selber beobachte und mich von meinen aktuellen Emotionen abkoppeln. Also es ist eigentlich, ich bin hässig. Und dann, das ist die Normalebene und dann gehst du in die Meta-Ebene. Wieso bin ich hässig? Ja, voll, das wäre zum Beispiel auch. Aber ich glaube, das Bild, das mir so verdeutlicht ist, ich stelle mir mich selber vor, wenn ich mich beobachte. Mhm. Also, und das ist so eine absurde Fähigkeit von Menschen, dass sie sich in Gedanken können selber beobachten. Das ist, glaube ich, das einzige Lebewesen ist der Mensch, der das kann. Ich finde aber so, wie wissen wir das? Ja, Sorry, ob jetzt ein Delfin oder ein Wal das kann, wie wollen wir das herausfinden? das stimmt. Anyway. Und ich merke, dass ich oft mich selber beobachte, wenn Emotionen aufkommen oder wenn ich reagiere in die eine oder andere Art, dass ich dann mich selber beobachte und denke, ist jetzt noch interessant, dass der sich so benimmt. Mhm. Oder ist jetzt interessant, dass das ihn so aufregt. Mhm. Und da tue ich mich aber nicht mit meinen Emotionen auseinandersetzen, sondern ich tue mich distanzieren. Du tust eigentlich nur beobachten. Ich tue beobachten, aber ich distanziere mich wirklich nicht physisch, aber vielleicht metaphysisch, beobachte mich in meinen eigenen Gedanken und lebe die Emotionen aber nicht. Ich tue nicht mit denen arbeiten. Und du hast jetzt fest von mit Emotionen arbeiten, die auch spüren. Und klar, das sind die intensiven Momente und dort, wo es vielleicht auch wirklich braucht. Ja, aber mir ist vorhin noch die Meta-Ebene Ja, in den aber Sinn gekommen, wo ich es damit ist gemerkt habe. es ist auch. Ich meine, das ist auch voll okay, weil da kommen wir so ein bisschen zu dem Zusammenspiel von Körper und Geist. Oder? Mhm. Also, dein Geist, deine Gedanken haben einen Einfluss auf den Körper, deine Emotionen. Und deine Emotionen haben einen Einfluss auf deine Gedanken. Mhm. Oder? Also, es ist ja so ein Wechselspiel. Also, wenn du nicht, sagen wir, Wut in dir rein hast, die Chance, dass du wütige Gedanken hast, ist relativ groß. Also, die beeinflussen sich ja gegenseitig. Mhm. Aber wenn du einen positiven Gedanken im Kopf hast, die Chance, dass du ein gutes Gefühl im Körper hast, ist auch relativ Ja, das groß. stimmt. Das Oder? stimmt. Darum ist es schon auch eine Möglichkeit. Manchmal denke ich einfach extra an Sachen, die mir Freude machen, nur damit ich mich besser fühle. Machst du das auch? Ich mache. Ja, also ich tue mich manchmal schon anlügen. Das habe ich jetzt nicht damit gemeint. Aha. Das habe ich jetzt nicht damit gemeint, sondern mehr so, wenn ich auf dem Roller bin und ich fahre neu mit Sonne, dann überlege ich mir so, was macht mir aktuell Freude? Und jetzt zum Beispiel könnte es sein, dass ich einen neuen Putter habe. Und dann überlege ich mir so, Neue dann könnte Putter zum Golfen. Ja. Putter. Hast du schon richtig verstanden? Hast du einfach nochmal nachgefragt, damit die Leute auch das richtig verstehen? Ja. Das appreciate ich sehr fest. Also zum Golfen ein Putter. Genau, ja. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich dort irgendwie patten oder ich stelle mir vor, wenn ich Fußball spielen oder will ich vielleicht zu Nacht essen mit jemandem und gibt mich richtig in die Gedanken rein. Manchmal auch so ein bisschen Fantasiegedanken auch. Mhm. Jetzt nicht auf eine schmutzige Art, sondern Nein, aber mehr einfach so vielleicht Zukunftswünsche oder Träume und gibt mich dort richtig rein. das ist mega schön. Ja. Und unser Hirn, ich habe das mal gelesen, unser Hirn kann ja nicht unterscheiden, ob das jetzt eine Vorstellung ist oder die Realität. Yes. Ja. Das heisst, Also doch, das Hirn schon, aber ich glaube gewisse Neurotransmitter nicht. Also die Vorfreude auf etwas ist, wenn du das meinst, die Vorfreude ist mindestens oder genauso hoch wie Freude. ja, nicht unbedingt das habe ich gemeint, aber Ah, auch, sorry. sondern das, nehmen wir an, es werden die gleichen Synapsen
das sind die Mhm. Hirnzellen, aktiviert, wenn du etwas machst, wie wenn du es dir vorstellst. Mhm. Also, wenn ich jetzt Klavier spiele oder mir mega intensiv vorstelle, wie ich das Klavier spiele mit genau der richtigen Taste, im Hirn passiert das Gleiche. Mhm. Also du kannst eigentlich auch Klavier spielen üben, nur in der Vorstellung. Da gibt es ja die Studie von den Basketballspielern. Die finde ich insane. Immer Sie haben wie zwei Gruppen gehabt. Die eine Gruppe hat die Freiwürfe trainiert, physisch, und die anderen haben sich es nur vorgestellt. Mhm. Und beide Gruppen sind gleich gut gewesen. Also haben dich verbessert. Ja. Eben, du kommst zu Verbesserungen, Ja. wenn du dir Sachen vorstellst. Und das ist auch mit schönen Gedanken so. Wenn du im Alltag in schönen Gedanken inne bist, ist das fürs Hirn wie eine positive Erfahrung. Ja, voll. Oder? Als ob du als ob du auf dem wär ich Golfplatz wirklich am ziehst. Patten. Ja, oder? Oder wenn du Ja. dir eine schöne Beziehung vorstellst, ist das wie eine echte Erfahrung. Also fast wie eine echte Erfahrung, oder? Aber zu deiner Frage, ich tue es manchmal ein bisschen anders machen. Mhm. Und zwar habe ich Also anders als die Meta-Ebene. ja, Ja. aber auch so ein bisschen kognitiv verändern von Situationen. Ah, okay. Und zwar habe ich vor Jahren mal in einem Buch habe ich das gelesen und das hat mich so geflasht. Es war so ein Gedankenexperiment gewesen. Und seitdem mache ich das. Stell dir vor, du fährst mit der S16, oder? Aha. Also, ob ich regelmäßig mit der Ja. S16 fahre? Mit welchem Zug fährst du regelmäßig? S12. S12. Du hockst in der S12. Im Viererabteil und links von dir im Viererabteil ist im Vater mit 3 Töchtern. Mhm. 4, 7 und 12. Okay. Und die Töchter tun wie Sau. Die tun wie Sau. Die schreien rum, ginken ins Polster rein, rasten aus. Und der Vater hockt einfach so dort und macht nichts. Es ist am Morgen und du bist so, Alter, sag doch einfach mal etwas, oder? Es kann doch nicht sein, dass die Kinder einfach so rumschreien. Und dann irgendwann nach 15 Minuten, wo die rumschreien, gehst du zum Vater und sagst, hey, Entschuldigung, bei allem Respekt, aber können Sie bitte etwas machen? Und dann sagt dir der Vater, es tut mir mega leid, aber wir kommen gerade vom Spital. Ihre Mutter ist gestorben. Shit. Das habe ich auch irgendwo habe ich das auch schon mal gesehen. In dem Moment, Es sind die Emotionen anders. Ja. in dem Moment bist du nicht mehr hässig, dass die Kinder jetzt rumschreien. Ja. Du hast plötzlich so viel Verständnis. Und es ist nur eine Information mehr dazugekommen. Und diese Technik, die brauche ich mega oft. Ich, Verständnis aufbauen für die andere Person. ich gebe Erklärungen für Mhm. gewisse Situationen, die mehr Verständnis geben. Dass ich mich nicht mehr ärgere für etwas. Oder dass ich nicht mehr verunsichert bin. Oder so. Wenn du Krass. bist vielleicht mit einer Person im Gespräch und du bist so, hey, wieso hat sie jetzt so reagiert? Und dann sagst du, hey, vielleicht hat sie gerade Streit in der Beziehung und ist ein bisschen geladen da angekommen. Und dann hast du plötzlich Verständnis und du musst es nicht mehr auf dich beziehen. Ja, voll. Du kannst dich von dem ein bisschen distanzieren. Und das ist jetzt ein bisschen ein Hardcore-Beispiel, aber so funktioniert es. Ja, ja. Und ich mache das auch noch oft. So, wenn mich Leute aufregen, probieren dann wie eine Story zu geben, eine hypothetische, wo ich mir auch bewusst bin, dass es hypothetisch Ja. ist. Aber so, wo ich wäre, so, hey, schau, eben, vielleicht hat er gerade irgendwie etwas Schlimmes erlebt oder ist gerade mit den eigenen Emotionen am Kämpfen. Das kann schon helfen. Was mir und was so einfach ist, so viel einfacher als alle anderen Sachen, die wir jetzt gesagt haben, weil die Themen von, hey, wie gehe ich mit Emotionen um, das ist so komplex und so, du musst dich so fest auch mit dem beschäftigen. Glaube ich. Also, dass du wirklich Emotionen verarbeitest. Ich meine, ich habe Psychologie studiert und habe einen Struggle damit. Same. Und ich glaube, es gibt sehr wenig Leute, die das nicht würden von sich selber behaupten. Dass Das sie ist nicht ja mit Emotionen normal. strugglen. Ja, es ist normal. Aber was so ein Quick Fix ist Emotionen aussprechen. Und zwar von ganz kleinen zu ganz grossen Themen. Wenn du irgendwie Streit hast mit jemandem, deiner Partnerin, Partner oder Freunden und du merkst Emotionen aufkommen, wenn du das kannst verbalisieren und sagen, hey, und auf eine sachliche Art, nicht schreiend. Was du verbalisieren heisst? Verbalisieren heisst, ich bin jetzt gerade hässig geworden und ich sage mir vis-à-vis so, hey, ich muss jetzt sagen, das macht mich gerade ein bisschen hässig, weil das und das und das. Und das Verbalisieren von Emotionen nimmt dann wie so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Weil es kann sich wie nicht weiter aufbauen. Oder wenn du das für dich behaltest, dann kann sich das vergrößern und kann sich aufbauen und kann sich
fast schon zehren von deiner Energie. Und wenn du es aber Solange es in deinem aussprichst, Kopf hinein ist. voll. Steigerst dich fast noch rein, gell? Und das ist das, was du vorher angesprochen hast, oder? Mit zum Beispiel aufschreiben oder mit jemandem darüber reden. Ich glaube, das kann sehr helfen. Was ich nicht so Fan davon bin, ist, wenn Leute mit anderen Leuten darüber reden und sich nachher die andere Person auch reinsteigern und dich einfach nur noch bestätigt. Weil dann ist es meistens kontraproduktiv. Das sind so die dann zu einer Kollegin oder Kollegin gehen und sagen, ja, und dann hat sie das und das gemacht. Ja, voll, das ist da. Das geht ja gar nicht, dass ich das gemacht habe. Ja. Das ist, also, wenn ich so Gespräche im Zug überhöre, dann habe ich so, oh mein Gott. Das ist vielleicht für die andere Partie, die jetzt nicht gerade mit Emotionen beschäftigt ist, sondern die ein guter Kollege wollen sein. Hört einfach zu. Herd, wow. Hört einfach zu. Wow, ich habe diese Woche eine Schule gegeben. Und ich bringe dann gerne ein Beispiel von mir selber, wo ich selber auch nicht so gut überkomme, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, um sich schnell zu öffnen. Und was mir mega oft passiert, ist, dass wenn jemand mit einem Problem zu mir kommt und mir das erzählt, dass ich straight die Lösungen hineingehe. Straight. Und ich bin dann so, ja, okay. Und ich bin dann gerade im Analysieren-Modus und versuche Lösungen zu finden. Auch da wieder. Ich kann nicht. Es ist wie, die Emotionen werden auf die Zeit geschoben und ich probiere Lösungen zu finden. Aber was die Person so oft einfach braucht, ist jemand, der einfach mal zulässt. Und das ist etwas, wo ich so oft darauf reingehe und wo ich mich so darauf achten muss, dass wenn jemand mit etwas Ernstem zu mir kommt, nicht mit Etwas, was «Oh belastet. mein Gott, ich bin spät» oder was auch immer, sondern wirklich etwas, was belastet. Weil wenn jemand spät ist, dann sage ich einfach «Ja, Zeitmanagement, reiss dich zusammen». Aber wenn es etwas Belastendes ist, ich muss mich so checken, dass ich wirklich einfach der Person den Platz gebe, den Emotionen den Platz gebe und nicht meine Verarbeitungsstrategie an dieser Person aufzwingen. Weil das passiert mir wirklich oft und es tut mir dann auch wirklich fest leid. Das ist eine Kunst. Ja. Das ist eine Kunst. In Situationen, wo die Leute etwas erzählen, deine Gedanken und Erfahrungen, wo du vielleicht sagst, ah ja, genau und so, Ja. einfach nicht sagen und am besten einfach Fragen stellen. Voll aktives Zuhören. Aktiv Könnte man zulassen. einmal angehen. Und das ist, du denkst vielleicht, das macht ja gar nicht. Boah. Ja, also Es wenn du macht- wirklich voll dabei bist. Wenn dir jemand einfach zulässt, aktiv zulässt, Ja. das ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Ja. Ich will nicht deine Meinung hören. Ich will, dass ich etwas erzählen kann. Ja. Und dann ich will vielleicht aber auch auch sehen, dass du interessiert bist an dem und nachfragst und Genau. nicht versuchst, deine Herangehensweise oder deine Lösung auf das zu forcieren. Voll. Ja. Vielleicht noch so eine Frage noch. Wie fühlt man Gefühl? What? Wie sprichst du Sprache? Nein, wie fühlt man Gefühl? Weil, Wie meinst du, wie fühlst du Gefühl? wieso ich jetzt auf das gekommen bin, ist, ich habe vorher gesagt, ja, man muss sich das Gefühl stellen. Du hast gesagt, ja, ich tue ein Gefühl. Dann hat man manchmal ein bisschen auf die Seite oder ich tue es ein bisschen von oben anschauen. Aha. Wie fühlt man Gefühl? Wenn Keine du Ahnung, sagst, frag einen Psychologen. ich Er habe ja weiß es gerade- sicher. Hey, also ich verstehe nicht. Hey, ich weiß nicht. Gehst du jetzt auf Embodiment ein? Oder? Ja, Eben, Also- aber ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich spüre, ich fühle meine Gefühle, ich fühle meine Emotionen weniger im Körper, weniger vielleicht im Kopf, so, aber wenn das deine Frage ja, war, also jetzt als Beispiel. Du hast vorher gesagt, ja, manchmal ist aktuell gerade so ein bisschen das Thema so ein bisschen überlastet, viel zu tun. Und dann gibt es Momente, wo so bist du, ich gehe jetzt was, kann ich jetzt noch? Geht das alles auf? Wie fühlt sich das an? Shit, Alter, ich muss glaube in Therapie, weil es fühlt sich gar nicht an. Ich komme heim, bin fertig und gehe auf TikTok, bin am Prokrastinieren und dann irgendwann geht es mir so scheiße, dass ich bin, jetzt muss ich etwas verändern, jetzt reiss dich zusammen. Und dann mache ich. Nein, das stimmt nicht. Okay. Das war jetzt die Extremvariante gewesen. Aber es gibt schon, also ich meine, hey, ich rede viel mit anderen Leuten drüber.
ich kann enorm gut über so Sachen nachdenken, wenn ich zum Beispiel mit dem Roller am Fahren bin oder mit dem TÜV. Ich bin nicht der unter der Dusche nachdenkt. Ich weiß nicht wieso. Andere Leute machen das, glaube ich. Aber einfach so ein Moment. Früher bin ich immer zu der Arbeit gelaufen. Ich habe etwa 25 Minuten gegangen. Und das sind so wertvolle 25 Minuten gewesen, weil ich einfach Sachen verarbeiten und dann dort dann auch effektiv Entschlüsse gefasst habe, um etwas zu verändern. Und jetzt gerade letztens auf dem Roller habe ich über die Überlastung nachgedacht und gemerkt, hey ja, aber jetzt, und dann kommt wieder die Seite, wo ich sage, jetzt musst du halt aufhören rumbrüllen, sondern musst halt Sachen loslassen und musst weniger Sachen machen. Das ist einfach das. Da sind wir wieder beim Additionsfehler. Also wirklich, ich glaube, die letzten 2 Jahre war einfach mehr machen, produktiver sein, versuchen, Schlaf optimieren. Und jetzt bin ich einfach an dem Punkt, wo ich merke, ich muss Sachen loslassen. Aber wie fühlst du denn Gefühl? Ich habe das Gefühl, du gibst die bessere Antwort. Nein, eigentlich habe ich gar keine Antwort auf das geben, aber 2 Sachen. Erster Punkt ist Social Media. Oh. Nein, das ist eben mega spannend. Ja. Ich habe so eine Grafik in der Vortrag zu dem Thema digitaler Stress. Aha. Und die Grafik ist, es fängt oben an. Negative Gefühle. Und dann siehst du jemanden, der gestresst ist oder hässig ist oder traurig ist. Aha. Dann geht es viel über zu Social Media. Aha. Dann von Social Media nutzen, geht es über zu ich fühle mich besser. Und dann ist so ein Kreislauf, geht es immer weiter. Also der Kreislauf ist, ich fühle negative Emotionen, ich kompensiere sie mit TikTok oder Instagram oder sonst etwas, weil dann kommen wieder positive Gefühle. Ja. Und dann geht es eigentlich immer so weiter. Oder? Weil irgendwann musst du das Handy mal wieder weglegen, das heisst, immer kommen die negativen Gefühle wieder. Also ist eigentlich die Verwendung von Social Media eine Emotionsregulationsstrategie. Fix. Einfach keine gute. Ja, weil das macht süchtig. Ja, oder? ja. Und das ist eigentlich die schlimmste Ablenkung, die es gibt. Und was ich eigentlich auch will sagen ist, dass wenn ihr euch auf euer Gefühl einladen wollt, hat es keinen Platz für Ablenkungen. Darum passiert das so vielen Leuten in der Dusche, weil es dort kein fucking Netflix hat und kein Social Media. Auf dem Roller, weil dort nicht am Handy sein. Immer an Ort, wo nicht noch mehr Input kommt, hast du eigentlich Zeit, um deine Gefühle mal so ein bisschen reflektieren. Und ich gehe dem fest aus dem Weg. Also ich glaube, mein Hirn, auch durchs ADHS, ist ständig auf der Suche nach Stimulus. Ja. Und ich fahre sehr, sehr, sehr selten auf dem Roller, also eigentlich nie, ohne Musik zu hören, Podcast zu hören. Wenn ich am Aufräumen bin, dann manchmal lasse ich einfach den Fernseher nebendran laufen, um ab und zu drauf zu schauen. Und eben, also ja, darum, ich muss dem schon auch mehr Platz geben. Und das ist eine super einfache Strategie, um sicher nicht müssen. Ja. Also weißt du, dich dem stellen. Ja. Oder? Und darum braucht es das manchmal. Einfach nur so als Ding. Vielleicht noch so zum Finish. Wie fühle ich Emotionen oder wie habe ich gelernt, Emotionen zu fühlen, weil ich es lange gar nicht gefühlt. Ja. Ist über den Körper. Dass der Körper für mich eigentlich das Kommunikationsmittel ist von dem Gefühl. Und jede Emotion somatische Marker hat. Das ist das, was in der 4. Folge auch schon vorkommt. Könnt ihr gerne reinhören. Bei den somatischen Marker geht es darum, dass eigentlich ein Körpergefühl ausgesendet wird. Es gibt auch Theorien, die sagen, das ist eigentlich das Unbewusste, das kommuniziert und das Unbewusste halt sehr mit den Emotionen auch schafft. Dass eigentlich über den Körper Gefühle kommuniziert werden und darum gibt es auch die Ausdrücke. Ich habe einen Frosch im Hals. Oder Schmetterling im Bauch. Schmetterling im Bauch. Da ist mir gerade das Herz in die Hose gefallen. Da merkst du gerade so. Oder wenn du Angst hast. Es ist, als ob, bei mir ist es wie so, als ob die ganze Energie gegen runter geht plötzlich. Oder? Wenn ihr es mal spüren, geht mal irgendwo auf einen Aussichtsturm und schaut mal ein bisschen runter. Oder dann, zumindest mir, weil ich Höhenangst habe. Aber dann, wow. Dann haben wir die Hardcore-Version davon. Aber eben eigentlich jede Emotion hat Körperempfindungen, die es kommuniziert. Freude hat eine. Ich meine, wenn ihr glücklich seid, ihr lauft ganz anders. Euer Körper fühlt sich... Leichtigkeit. Leichtigkeit. Ja. Du schwebst über die Straße, du fühlst dich so gut. Trauer hat andere mit. Und das sind ganz individuell. Wut hat nochmal eine andere
Ja, ich glaube, so, das über den Körper und das braucht einfach auch Zeit. Und darum sage ich, wenn ihr das wollt, wenn ihr euch auf das einlässt, müsst ihr euch leider verabschieden von Ablenkungen. Weil mit Ablenkungen geht es nicht. Ja. Hey, ja. Und ich sage nicht, dass ich heimgehe, wie ein Mönch anhocken und mich schnell reflektieren. Nein, ich gehe heim, eigentlich manchmal auf Insta und mache nichts. Ist auch manchmal voll okay. Aber Ich glaube, dann, wenn es ernst wird, dann, wenn wirklich schwierige Themen herum sind, ja, dann ist es wichtig, dass man das eben nicht mit Instagram und so löst oder mit einfach schnellen Dopaminfixes, sondern dass man das kann verarbeiten kann. Aber wenn du die kleinen Sachen nicht auch schon so löst, hast du ja keine Erfahrung und hast gar nicht die Fähigkeit, um dann damit umzugehen. darum, das ist ja die Schwierigkeit. Es ist ja voll okay, die kleinen Sachen einfach schnell nicht drücken. Oder? Ja, Da muss ich mir jetzt nicht stressen lassen, das ist schon gut, easy. voll. Aber wenn du dann chronisch gestresst bist, dann ist vielleicht der Moment, wo du musst hinschauen. Voll. Hey, bevor wir zu der letzten Hirnzelle kommen, ich glaube, was ich wirklich jetzt auch nochmal aus dem mitgenommen habe, ist, es braucht Zeit, es braucht Geduld. Man muss dem auch Energie geben, wenn man etwas will verändern. Und für mich als... Darf ich das schnell sagen? Ja. Ich hätte jetzt zwar einen Speech auspacken, aber... Fuck, sorry, sorry, Bro. Nein, sag... Es wird nachher einfach cringe, weil jetzt habe ich Okay. den Speech angesagt. Okay. Jetzt kann ich es einfach nicht mehr richtig machen. Nein, ich will Ich nicht. habe schon Transformers Aber ja. Musik hinein. Nein, ja, man muss dem Energie geben. Aber langfristig gesehen bist du wahrscheinlich besser dran, Fix. als wenn es dir immer wieder Energie zieht. Ja. Oder weil Ja. wenn du es nicht machst, dann zieht es dir Energie. Und wenn du es machst, dann musst du erst mal Energie geben. Aber Ja. nachher kannst du dich von Sachen lösen. Ja. Und die Verarbeitung von dem braucht nachher viel weniger Energie, als wenn du das eben nicht aktiv angegangen bist. Ja. Was ich eigentlich will sagen, und ich mache. Wenn ich mir überlege, wie ich unterschiedlich mit Emotionen umgegangen bin, jetzt über die letzten fast 28 Jahre, als 8-jähriges Kind, das einfach die Emotionen ausgelebt hat, in jeder Form und Weise, zu, ich würde sagen, Mitte 20-Jährigen, wo alles rationalisiert und sachlich an Themen angeht und sehr wenige Emotionen zulässt. Wo jetzt ein 27-Jähriger realisiert, oh, das ist ja gefährlich, und versucht dort einen Mittelweg zu finden zwischen diesen zwei. Und ich bin überzeugt, in 10 Jahren werde ich zurückschauen und sagen, das war auch nicht die Lösung, ich muss wieder etwas verändern. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der sich durchzieht und wo man einfach muss dem Zeit geben, man muss dem Aufmerksamkeit geben, wie man mit Emotionen umgeht. Vor allem dann, wenn man unzufrieden ist, wie man damit umgeht. Ja. Und wenn es einen belastet. Und das ist auch die Aufgabe von jedem, für sich Weg finden, der für einen stimmt. Voll. Weil eben das, was für dich funktioniert, funktioniert vielleicht bei mir Nein. nicht. Es Und ist, umgekehrt. es ist überhaupt nicht so, dass ich, das, was ich jetzt sage, ich mache es so. Ich sage nicht, dass ich das mitmache. Ja. Ihr könnt es ausprobieren. Gern. Es heisst nicht, dass es für euch stimmt. Es muss für euch stimmig sein. Shit, das war eine tiefe Folge. Ja, darf ich noch etwas sagen? Yes. Das wollte ich ganz am Anfang sagen. Please. Ich habe die Woche ein Buch gelesen. Mhm. Es heisst Wie wir aufblühen von Martin Seligmann. Das ist der Erfinder von der positiven Psychologie. Da können wir auch mal eine Folge darüber machen, was positive Psychologie ist. I love it. Einer der neuesten Bereiche der Psychologie Ja. generell. Gibt es Ja. erst seit so den 2000er, glaube ich. Voll. Voll. Und in diesem Buch schreibt er echt über, wie wir von einem neutralen Leben, das so ein easy Leben ist, in ein Leben können gehen, das uns richtig Freude macht. Wo wir Sinn haben, positive Gefühle, gute Beziehung, all das, oder? Das ist eigentlich die Sinnhaftigkeit oder die Daseinsberechtigung von positiver Psychologie ist. Früher ist Psychologie immer genutzt worden, um Leuten, denen es schlecht geht, zu schauen, dass es denen ein bisschen besser geht. Und die positive Psychologie sagt, hey, wir nehmen die Leute, denen geht es gut und fokussieren darauf, wie wir es noch besser machen können. Ja. Also eigentlich so die ganz klinische Psychologie, die es schon ewig gibt, wenn es ein minus 10 geht, auf ein 0, vielleicht auf ein 2. Und die positive Psychologie ist so, du bist auf einem 3, wir können dich auf ein 7, 8, 9, Yes. 10 bringen. Okay. Und in diesem Buch schreibt er eben über so verschiedene positive psychologische Interventionen, also was können wir machen, dass es uns besser geht. Und dann ist es wirklich so, wow, wenn du das machst, dann wirst du super glücklich. Oder? Aber nachher kommt das Kapitel, wo er auf Genetik geht. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, um dann noch zu sagen, Genetik, also die
DNA, die wir mitbekommen, hat sehr einen grossen Einfluss auf unsere Emotionen, wie wir mit Gefühlen können umgehen können. Und ich sage jetzt einfach mal so, Handgelenk mal bei 50%. Voll. Was euch nicht davon soll abhalten, dem eine Chance zu geben, Genau. weil Und, die anderen 50% können beeinflussen. genau. Und nein, auch die 50%. Es ist wie so, du kommst mit einer gewissen Ausgangslage auf die Welt. Das heisst, das kann sein, du bist vielleicht eher ein Mensch, der eher ein bisschen pessimistisch ist, eher ängstlich ist. Das ist Näher einfach am okay. Wasser. Näher am Wasser, sehr emotional. Es gibt Leute, die sind eher optimistisch, positiv, extrovertiert, das wird dann mitgeben. Aber was wir machen können, ist, wie wir damit umgehen. Nur weil ich eher eine ängstliche Person bin, heisst nicht, dass ich jetzt mit Angst durchs Leben muss gehen. Oder? Und wenn ich eine sehr optimistische Person bin, heisst nicht, dass ich alles immer muss positiv sehen muss. Oder? Sondern auch dort muss vielleicht manchmal ein bisschen differenzieren. Ja, sie sind alles positiv und keine Ahnung. Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Wir bekommen eine gewisse Ausgangslage mit über und gewisse haben es ein bisschen einfacher zum Gefühl regulieren. Ich glaube, wir zwei haben es relativ einfach zum Gefühl können ignorieren. Und gewisse haben die schon mega fest in sich und denken jetzt, ja, was heisst sich denn stellen? Ja, vielleicht können wir das gar nicht so gut sagen, weil wir das gar nicht so oft machen können, wie Leute, die Emotionen so stark fühlen immer. Ja. Oder? Will Ja, man auch sagen. Voll. Und einfach das noch so mit auf den Weg. Wir sind super komplizierte Wesen. Es wird ein Teil mitgeben, ein Teil wird durch unsere Umwelt beeinflusst, ein Teil können wir steuern. Und das Ziel von dem Podcast wird auch sein, um gewisse Wege zu finden, probiert Sachen aus, die euch helfen können. Und wenn es nicht hilft, try and error. Probier das Nächste aus. Heißt nicht, dass nur weil es bei dir funktioniert, dass es bei mir funktioniert, dass es bei XY funktioniert. Aber probiert es. Es ist eure Chance, das Leben zu nutzen, um euch besser kennenlernen und mit eurer Persönlichkeit umgehen. Jetzt hast du einfach ein Speech rausgehauen, jetzt haben wir dort die Transformer-Musik drunter. Aber das sind doch schöne Schlussfolgerungen. Ich habe das wirklich gerade schön gefunden. Schlecht gewesen. Ich habe es auch mega schön gefunden. Ich hoffe, ich finde es auch noch so schön, wenn ich sie am Schneiden bin. Und so bin, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Und, veröffentlichen wir das jetzt wirklich? Nein, aber ich glaube, es ist... Hey, es sollte auch ein Anstoß sein, um über Gefühle zu reden. Voll. Es ist okay, über Gefühle zu reden. Voll. Absolut. Es ist wünschenswert, über Gefühle zu reden. Und das heisst nicht, dass ihr schwach sind. Das heisst nur, dass ihr genug Mut habt auch, um über so euch Themen möchtet reden. mit euch auseinandersetzen. Um können euch weiterentwickeln. Und irgendwann... Ich habe das Gefühl, ich bekomme so viel Shit für die Folge. Ich habe das Gefühl, so ein paar Kollegen, und sie werden es lieb meinen, aber so, ich sage, der eine oder andere schreibt mir jetzt gerade auf WhatsApp. Und ist so, wenn er das jetzt hört, ist er so... Ja. Vielleicht auch okay. nicht. Vielleicht sind sie so mega supportive und vielleicht so, sind sie auch froh, dass endlich mal jemand anspricht. Hey, maybe. Hallo Weil lieb. ich kenne viele Leute, die sich seine Emotionen nicht stellen. True that. Sollte Alright. das eine Chance sein. So, jetzt. Wir haben die letzte Hirnzelle. Ja. Es steht 3-1. Genau, du hast die Chance Zum Aufholen, zum Aufholen. um das Defizit ein bisschen zu verkleinern. Genau. Tell me. Und zwar ist es ein Experiment und es gibt zwei Gruppen, wie eigentlich immer. Ja. Und die eine Gruppe hat einen Tag verbracht im Coworking Space, wo extrem aufgeräumt war, mega sauber, alles sehr schön, super clean, alles super. Und die andere Gruppe ist im Coworking Space gsi, wo halt ein bisschen schmutzig war, nicht so schön aufgeräumt und alles ein bisschen schäbig. So. Nach dem Tag sind die Leute aus dem Coworking Space rausgegangen und die das Experiment leiten, sind auf sie zugegangen und haben sie gefragt, ob sie möchten an einer Charity Geld spenden und ob sie noch einen Snack möchten, entweder einen Äpfel oder einen Schokoriegel. Jetzt ist die Frage, welchen Effekt hat ein aufgeräumtes Umfeld auf die Teilnehmer ihre Grosszügigkeit zum Spenden und auf ihre Bedürfnis nach Snacks. Genau, und auf ihre Wahl nach Was Snacks. sie wählen, ob Schoki oder Äpfel, ja. Genau. Also es geht ums saubere Umwelt. Saubere Umwelt. Ja.
sie haben mehr Geld gespendet und haben den gesünderen Snack ausgewählt. A. B. Ich will jetzt schon sagen, aber ich sage es noch nicht. B. Sie haben den gesünderen Snack ausgewählt, haben aber nicht mehr gespendet an Charity. Mhm. 3C. Sie haben Das kann natürlich mehr zu der Charity gespendet, aber haben nicht den gesünderen Snack genommen. Also sie haben den Schokoriegel genommen. sein. Oder D. Sie haben plus minus die gleichen Entscheidungen getroffen wie die im schmuddeligen Das wäre easy lame. Umwelt waren. Das wäre easy lame. Darum, also ich sage, D ist es nicht, C ist es auch nicht, weil meine Hypothese ist, dass wenn es aufgeräumt ist, internalisiere ich das Gefühl von ich bin ein guter Mensch, ich treffe richtige Entscheidungen, darum wahrscheinlich der Äpfel und nicht Jockey. Darum also C und D würde ich mal rausnehmen. Und A wäre, sie würden den Äpfel nehmen und mehr spenden. Und B wäre, sie würden den Äpfel nehmen und gleich viel spenden. Ja. Ah, shit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du in so einem sauberen Coworking Space geschafft hast, dass du mehr spendest. Weil du so einfach auch mit besseren Emotionen rausgehst, irgendwie so ein bisschen clean, du fühlst dich vielleicht professioneller. Ich sage A. Und ich sage, zum Glück hast du auf dein Gefühl gelassen. Geil! Ja, ist genau das. Crazy. Dass eigentlich die Umwelt, wo du dich umgibst, einen riesen Einfluss hat auf die Krass. Entscheidungen. Oh wow, okay, aber das ist ein... Da drinnen verbirgt sich gerade sehr, sehr viel. Also du willst mir sagen, ich ernähre mich gesünder, wenn ich einfach ein bisschen mehr aufräume. Shit. Nach dem Experiment, ja. Krass. Du spendest Ja, gut. aber auch mehr. Ja, fuck dann. Ja, gut. Hey, ja, das wär's gewesen. 3-2, sehr gute Überlegung mit dem Internalisieren. Voll. Danke, du hast so danke. das Gefühl in dir drin von Mhm. clean. Hey, das war ein bisschen eine längere Folge, gewesen, aber das darf es sein. Wir... Hand fucking big news coming. Und zwar, Oh, yes! kommt das jetzt in den Sinn. Unser erster Gast wird sein Elena Arici. Krass. Praxisinhaberin, arbeitet seit über 20 Jahren mit Kindern und Jugendlichen, die ADHS haben oder ASS, Expertin in diesem Bereich. Sie kommt zu uns ins Studio und wir werden die Chance haben, Crazy. mit ihr über das Thema ADHS reden, über das Thema Diagnose. Vielleicht driften wir ein bisschen ab und reden über das Thema Spiritualität und Psychologie. Auch spannend. Das ist dann der Chaos-Teil. Das ist dann der Chaos-Teil, aber eine extrem spannende Frau. Geil. So viel Erfahrung, so viel Herz, so viel Kopf und Vielleicht auch ein bisschen Chaos. auch ein bisschen Chaos vielleicht, ja. Aber ist dann erst die übernächste Folge. Das ist die 10. Folge. Und da freuen wir uns fest auf die nächste Folge. Ah ja, genau, sorry. Das ist okay, das ist okay. Du bist so hyped gewesen, das habe ich geil gefunden. Die nächste Folge werden wir das Thema Networking anschauen. So ein bisschen, hey, wie kommt man in den Smalltalk? Was bringt einem überhaupt das Netzwerk? Ist es wirklich etwas, was wichtig ist im Leben? Oder ist es einfach nur ein Karrierebilder, der ausgenutzt wird? Das schauen wir nächstes Mal an. Ich freue mich darauf. Und es gibt ja noch ein bisschen Spezialfolge vielleicht. Vielleicht droppt noch etwas. Vielleicht kommt Who knows? einfach so. Who knows? Vielleicht kommt einfach noch eine Spezialfolge. Aber die wird schon draussen sein, wenn ich jetzt das höre. Oh, hey, weil in dem Fall, wenn ihr die hört, dann schauen, ob ihr die letzte Folge gehört habt. Ich sehe, wir haben unsere Termine im Griff. Wir entlöhnen euch aber in eure Woche und wir hoffen, dass ihr eure Termine im Griff habt. Ich habe noch etwas. Und zwar... Wer grüßen wir? Yes! Weil ich bin nämlich angesprochen worden von der Sabrina. Und sie hat gesagt, hey, die letzte Folge haben da niemand gegrüßt. Und sie hat das mega schade gefunden. Drum, wir haben heute viel von unserer Schulzeit gehabt, respektive hauptsächlich von meiner Schulzeit. Wir Grüße gehen raus an irgendeinen Primarschulkollegen oder Primarschulkollegin von euch. Und Schreibt ihnen. Lehrer, Primarschullehrer. Oder Lehrer und Lehrerinnen. Yes, Yes. ich grüße die. Wir grüßen Primarschulkollegen, Primarschullehrer. Yes. Und Ich hoffe... nutze die Gelegenheit auch mal, um einfach mal Textmessages rauszuschicken, ein Telefon zu machen. Sagt einfach, ey, ich lasse da so einen komischen Podcast mit so zwei komischen Psychologen, die über Gefühle reden. Schreibt mir. Ihr dürft selbstverständlich auch den Podcast weiterleiten, dürft den liken, dürft den abonnieren. Folgen. Das hilft Nein, uns das dürfen natürlich. ihr nicht, das müsst ihr. Und danke vielmals. Ich grüße den Müller. Ich hoffe, es geht dir gut. Krass! Und Ich grüße in dem Fall die Frau Ganz.
Grüß geht Nice. raus. Ey, wir wünschen euch eine schöne Woche. Gerne durch. Und hey, Macht's gut. redet mal über Gefühl. Ciao Yes. zusammen. Tschüss.